Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Wir treffen uns jetzt mit einem kroatischen Bruder, der zum Islam konvertiert ist. Warum er zum Islam konvertiert ist, wie lange er Muslim ist, wie er sich fühlt und wie er vor dem Islam über uns Muslime gedacht hat, fragen wir ihn inshallah. Deswegen kommt mit. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, lieber Bruder. Alaikum salam. Bruder, was für ein Landsmann bist du? Ich bin Kroate. Mashallah, Kroate. Du bist zum Islam konvertiert? Ja. Erzähl mal, wie war es in deiner Kindheit, als du noch Christ warst? Meine Kindheit war sehr ruhig. Ich bin in einem guten Umfeld aufgewachsen. Und ja, es hat dann alles so angefangen bei mir mit der Scheiße bauen und so. Mit 15, 16, wie es bei den meisten auch manchmal ist. Und dann habe ich mir eines Tages gedacht, jetzt bin ich 21 Jahre alt. Ich dann mit 19, 20 habe ich dann angefangen, ich bin allgemein in meinem Umfeld, ich bin mit vielen Moslems auch aufgewachsen, mit Türken, Marokkanern, eigentlich alles was kulturell gibt, war alles mit dabei. Und dann habe ich halt so 18, 19, 20 habe ich dann schon mal ein bisschen mit diesem Thema befasst. Mit dem Islam oder mit dem Christentum-Thema? Mit dem Islam. Ah. Weil vom Christentum, ich meine, jeder Mensch auf der Welt hat seine eigene Ansicht. Ja. Ja? Und das ist halt, manche Menschen haben die Ansicht, da denkt man sich, Also es hat dich nie so großartig interessiert und du hast auch von Anfang an diese Trinität, dass Jesus Gott ist, Gottes Sohn und beide sind der Heilige Geist, so schon früh abgelehnt, oder meinst du das so? früh abgelehnt. Eigentlich so wirklich abgelehnt habe ich dann eigentlich so mit 20. Dann auch mein bester Freund ist ein Marokkaner, ist auch ein Cousin von einem Achi von mir. Und ich habe dann halt mit dem darüber gesprochen, hab mich darüber informiert, wie man richtig betet, wie man alles richtig macht, was man machen kann, was man nicht machen darf. Und dann, ich bin letztes Jahr im Ramadan bin ich konvertiert. Und was für ein Gefühl war das, als du den Glaubensbekenntnis ausgesprochen hast? das war das Gefühl, das ist unbeschreiblich. Subhanallah. Das ist wirklich unbeschreiblich. Man fühlt sich glücklicher, man geht irgendwie mit offenen Augen durchs Leben. Man konzentriert sich auf die wichtigen Sachen im Leben. Und ja. So, du hast den Sinn dann gefunden in deinem Leben. Deine Fragen wurden dann auch so theoretisch beantwortet. Warum wurden wir erschaffen? Warum gibt es so viele verschiedene Religionen? Auf jeden Fall. Subhanallah. Und wie ist es so, das 5-mal am Tag beten? Bist du schnell damit zurechtgekommen oder war es anfangs für dich schwer, das Gebet zu lernen? Weil es gibt ja Leute, guck mal, die denken sich, guck mal, ich will den Islam annehmen, aber boah, ich kann kein Arabisch und wie soll ich das Gebet verrichten? Und dann macht natürlich der Shaitan Waswas und versucht sie von diesem Weg wegzubringen. Warst du dich eher so alles schnell zu verstehen, leicht zu verstehen, schnell das Gebet zu lernen oder hast du auch deine Schwierigkeiten? Ich hatte auch meine Schwierigkeiten am Anfang. Ich bin auch mal mit einem Achi in die Moschee gegangen. Der hat mir das dann auch zu Hause erklärt, wie ich beten muss, in meinen Augen, wie ich alles aussprechen soll. Und dann habe ich es halt so nach und nach gelernt. Und jetzt, okay, ich habe hier und da immer noch kleine Schwierigkeiten, inshallah. So, also ich kenne 50-jährige Leute, Marokkaner, die seit 30 Jahren beten, sogar die haben Schwierigkeiten noch in bestimmten Sachen im Gebet.
Nee, Achi, mashallah, das hört sich, deine Geschichte hört sich sehr interessant an. Eine Frage, und zwar, hat sich es gelohnt, diesen Schritt einzugehen für dich? Den Islam anzunehmen? Es hat sich gut, auf jeden Fall. Bereust du es? Ich bereue es auf keinen Fall. Wie war es mit deinen Eltern? Wie hast du es mit deinen Eltern zurechtbekommen? Es gibt ja Leute, die wollen den Islam annehmen oder sie denken darüber nach und dann denken sie, oh je, meine Mutter, mein Vater, was würden sie dazu sagen? Wie war es bei dir? Wie es bei mir war? Ja, wie war es bei mir? Am Anfang habe ich mir auch diese Gedanken gemacht, so nach dem Motto, so, wie erzähle ich das denn jetzt, etc. Aber ich muss sagen, meine Mutter hat gesagt, selbst jetzt auch, wenn du Moslem bist, hat meine Mutter gesagt, es verändert nichts daran, du wirst immer noch mein Sohn bleiben. MashaAllah. Und dann war sozusagen die größte Hürde war überwunden. Spannend. Und das war dann einfach dieses Erleichterung. Erleichterung pur. Das war wirklich Erleichterung. Bei Allah, wenn du Dua zu Allah machst, das Bittgebet zu deinem Herrn, zu deinem Schöpfer, so er macht dir auch dein Leben leicht, subhanallah. Und wie ist diese Brüderlichkeit? Hast du diese Brüderlichkeit, die du heute im Islam spürst? Diese Zugehörigkeit, hast du die jemals in der Kirche bekommen? Oder in deiner Vor-Islam-Zeit? In der Kirche eher weniger. Wie war das für ein Gefühl, als du noch 18, 19 warst damals, wo du gesagt hast, mit 20 hast du die Trinität abgelehnt? Wie war das so, dieses Gefühl, als du in die Kirche gegangen bist immer? Es war, ja, wie soll ich das sagen? Sag mal so. War es so ein kaltes Gefühl eher, oder? Es war eher so. Manchmal war da so ein lustloses Gefühl mit dabei, da hat man sich gedacht, okay, jetzt gehst du nur beten. Und dann denkst du einfach so, okay. Also du hast es gemacht, weil es deine Eltern gemacht haben. So richtige Überzeugung war da nicht dahinter. So, meinst du das? Ich sag mal so, bei meinen Eltern, die Überzeugung ist auch nicht wirklich so. Die gehen halt wirklich nur, sagen wir mal so, an besonderen Tagen, Weihnachten oder so. Aber ansonsten auch nicht. Bei mir das Einzige, was ich im Moment traurig finde, ist, bei mir wegen der Arbeit kann ich freitags, ich kann nicht mehr zum Freitagsgebet gehen, ich kann nicht mehr Jum'a beten gehen, weil die Arbeitszeiten bei mir schlecht sind. Möge Allah dir leicht machen, Bruder. Und was hast du früher über Muslime gedacht, als du sie gesehen hast, als du noch Christ warst? Ich habe gedacht, das sind ganz normale Menschen wie ich auch. Also du hast dich nicht manipulieren lassen von den Medien. Man sieht es ja ständig im Fernsehen, Anschläge, und dann wird alles auf unsere Religion geschoben. Ich bin ehrlich, ich halte so oder so nicht viel von den Medien. Das ist zum größten Teil in den Medien erzählen die viel Schwachsinn. Sowieso. Das ist keine Frage. Es war dir schon von Anfang an auch als Nicht-Muslim klar, dass viel gelogen wird über die Muslime? Ich habe selbst in meinem früheren Leben habe ich eigentlich nie auf die Medien gehört. Egal was sie gesagt haben, dies, das. Ich habe mich dadurch nicht beeinflussen lassen. Aber auf jeden Fall, ich habe auch Mitmenschen, ich meine, ich bin ja sozusagen mit vielen, dadurch, dass ich auch selber Ausländer bin ich allgemein mit vielen Ausländern aufgewachsen auch. Und ich hab gesehen, okay, das sind Moslems, ich bin Christ, okay. Aber trotzdem sind es für mich ganz normale Menschen. Ich meine, immerhin, ich bin mit diesen Menschen aufgewachsen. Und da gab es eigentlich für mich noch nie einen großen Unterschied. Weil, ganz ehrlich, Mensch ist Mensch. Hat deine Denkweise sich verändert? Hast du dich zum Positiven entwickelt, seit du Muslim bist? Oder ist es jetzt, wie die Medien sagen, haben die Medien recht mit Gehirnwäsche und du hast Gehirnwäsche bekommen und bist ein ganz anderer Mensch und du distanzierst dich und kappelst dich ab von der Außenwelt, du bist noch in deiner sogenannten, was heißt ich, Welt? Ich distanziere mich von gar nichts. Ich bin noch nicht in meiner eigenen Welt oder so. Bei mir ist es so, ich bin extrem ruhig geworden. Maschallah. Ich habe auch dadurch jetzt, ich habe auch gelernt,
mich nicht mehr so schnell aufzuregen wie früher. Auch allein schon wieder wegen der Arbeit. Da denke ich mir, komm, egal, lass die Leute reden. Yom Qiyamah, jüngster Tag. Du machst die Sachen richtig und fertig. Also hast du dich eigentlich nach deinen Aussagen gebessert Ja. durch den Islam? Ich hab mich auf jeden Fall Alhamdulillah. Bruder, hast du noch eine Botschaft an die Muslime da draußen, die nicht ihre Gebete verrichten, die in Shisha-Bars, in Diskotheken gehen? Hast du noch eine Botschaft an diese Geschwister? Du als Konvertierter sogar noch? eine Botschaft. Ein Nasiha, Da muss ich jetzt ein kleines bisschen überlegen. Auf jeden Fall, selbst für diese Leute, inshallah, geht den richtigen Weg. Lernt wieder das Gebet richtig zu verrichten, inshallah. Und versucht einfach so oft wie möglich wieder beten zu gehen. Hört auf, am besten mit diesem Freundeskreis. Und das ist halt auch immer eine Sache von dem Freundeskreis, dies, das. Aber ich sag mal so, inshallah, geht in die Moschee, verrichtet das Gebet und geht den Graben. möge uns Allah allesamt im Paradies vereinen.